Guten Abend, liebes Publikum, und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama. Diese Themen haben wir heute für euch. EduLab, ein Projekt, das hilft, jungen Menschen sich besser im Leben zu orientieren. Auf den Spuren der mittelalterlichen Burg über dem Thunersee in Sigriswil. Und die Stadt Thun informiert über die neue Ortsplanungsrevision. Die Meldungen vom Tag haben wir hier kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Der neu gestaltete Schweizer Pass ist seit dem Montag auf den kantonalen Passbüros und bei Schweizer Vertretungen im Ausland erhältlich. Der Pass entspricht den neuesten technischen Standards für Identifikationsdokumente. Zum ersten Mal in der Geschichte des Lauberhornrennen wird im Weltcup Super-G über einen Hundsschopf gesprungen. Tickets sind ab dem Dienstag erhältlich. Die Bauarbeiten für die neue Volksschule Baumgarten können jetzt doch anfangen. Die kantonale Baudirektion hat den hängenden Beschwerden gegen die Baubewilligung die aufschiebende Wirkung entzogen. In der Schweiz fehlen immer mehr branchenübergreifende Fachkräfte, so in den Schulen. Junge Menschen müssen sich immer mehr neue Fähigkeiten aneignen, um sich in der Welt zurechtzufinden. EduLab hilft ihnen dabei. Könnt ihr kurz erklären, was EduLab genau ist? Wir bieten hier außerschulische Workshops anbieten und wir nutzen eine Innovationsmethodik, die Design Thinking heisst, und mit diesen überfachlichen Kompetenzen die sogenannten Future Skills vermitteln. Wieso ist das EduLab gegründet worden? Die Herausforderungen, die sich heute junge Menschen stellen, sind ganz anderer Natur mit der Digitalisierung und der Roboterisierung. Und wir wollen eigentlich die jungen Menschen ready machen und gleich eigentlich die Schule ergänzen, dass wir eben die überfachen Kompetenzen vermitteln können und da eigentlich das dann wie Kreativität, Kommunikation, Kollaboration fördern. Das läuft jetzt hier seit ein paar Monaten. Was ist das erste Fazit? Wir haben eine riesige Nachfrage. Also wir sind bereits ausgebucht. Wir haben eine sogenannte Projektphase, die jetzt bis Ende April geht. Die ist bereits ausgebucht. Wir haben eine Warteliste. Wir haben unsere Nachmittagsangebote, Mittwochnachmittag mit technischen Sachen, Robotik und so weiter. Das sind auch sehr gut genutzt. Und die schon bei uns sind, die Lehrer wie auch die Kinder, finden es fantastisch. Auf fast 1400 Meter über Meer ist die entdeckte Burganlage in Sigriswil die zweithöchste, die jemals im Kanton Bern gefunden wurde. Der Entdecker Jonas Glanzmann nimmt uns mit auf eine Reise und erzählt uns alles, was es über die Burg zu wissen gibt. Wo sie lachen, und das ist ein ganz gutes Indiz, dass wir hier einen überhöhten Burghügel haben mit Schuttmaterial. Ja, wir haben vor uns eine mittelalterliche Burgstelle, die doch gross ist, die zweithöchste im Kanton Bern. Eine Burgstelle, wo man nie hat gedacht, dass sie da ist und dass es da etwas gibt und auch nicht bekannt war bis jetzt. Die muss um das Jahr 1100, vielleicht sogar ein bisschen vorher entstanden sein, wahrscheinlich nicht sehr lang, aber es hat nichts mit dem Freiheitsbrief zu tun. Ja, das muss irgendein Verwaltungszentrum sein, vielleicht sogar eine kleine Herrschaft. Man kann nicht sagen, namentlich wer das hier ist. Das gehört sicher irgendwie in die Geschichte der Oberhofen Thunichen. Archäologische Funde hat man nicht gemacht. Man hat künstliche Geländeveränderungen, wo man ganz klar kann sagen, dass es eine Burgstelle ist. Aber Fundbeleg hat man noch keinen. Ihr seid der Finder von dieser Burgstelle. Wie findet man so etwas? Ja, das ist einfach ein grosses Interesse und eine langjährige Forschungstätigkeit, wo man nachher wie ein Puzzle zusammenstellt und die Orte gezielt sucht. Das ist eine grosse Vorbereitung, ja, bevor es ins Gelände geht. Also es hat Anhaltspunkte, die das sagen. Und nachher geht man draussen schauen. Also man muss es begehen. Vielleicht manchmal länger, kürzer und tut dann nachher auch die Spuren im Gelände lesen. Dass es vielleicht sogar gleich etwas überlebt hat von dieser Kleinherrschaft. Am Montag hat die Stadt Thun im Ratshaus über den momentanen Stand der Ortsplanungsrevision informiert. Unser Redaktor Bruno Stüdle hat sich mit dem Raphael Lanz getroffen, um über die momentane Situation zu reden und wieso es die Revision überhaupt braucht.
Unsere aktuelle Grundordnung die ist aus dem Jahr 2002 und seither haben sich natürlich die Erfordernisse in verschiedensten Bereichen geändert. Raumplanung, bessere Ausnutzung des Bodens, Klimaschutz beispielsweise sind nur 2 Stichworte und darum tut man ja von Zeit zu Zeit die Ortsplanung überarbeiten und das haben wir jetzt gemacht in einem längeren Prozess. Welche Verbesserungen versprecht ihr euch für Thun? Es gibt verschiedene Verbesserungen. Wir schaffen zum Beispiel die Ausnutzungsziffern abschaffen. Das heisst, das, was gebaut ist, darf man dann nachher auch brauchen. Man kann ein bisschen mehr machen und auf der anderen Seite, quasi als Hinterseite oder Vorderseite der Medaille, je nachdem, wie man es anschauen will, haben wir eine Grünflächenziffer. Das führt dazu, dass wir durch Grünung, wo wir ja schon uns jetzt damit auszeichnen, dass wir die Grünung behalten können und ein bisschen mehr Innenentwicklung haben können, sodass wir dringend benötigten Raum für Wohnen, aber auch Arbeiten können schaffen. Was sind die Knacknüsse bei dieser Ortsplanungsrevision? Da gibt es ganz verschiedene Interessen, die man abwägen muss. Also wie viel kann man machen? Dann entsteht Verkehr, dann muss man den Verkehr sehr gut nachher regeln, damit eben nicht Widerstände entstehen beispielsweise. Nachher eben die ganze Durchgrünung muss man sicherstellen. Biodiversität ist ganz wichtig. Andere Punkte, gemeinnütziger Wohnungsbau zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man muss berücksichtigen muss und die je nachdem politisch unterschiedlich gewürdigt werden. Und mir ist wichtig, dass wir jetzt eine sehr ausgewogene, gut austarierte Vorlage haben, die ich das Gefühl habe, ist für Thun maßgeschneidert. Ihr habt es gesagt, der Verkehr ist ein Teil. Und der andere Teil ist günstiger Wohnungsbau und vor allem auch mehr Wohnungen. Das beißt sich ja irgendwie, oder? Mehr Wohnungen heisst auch mehr Verkehr. Und dann habt ihr irgendeine Lösung gefunden, wie wir das austarieren. Ja, also es ist so. Wir haben ja in Thun eine der tiefsten Leerwohnungsziffern der ganzen Schweiz. Das heisst, wir brauchen dringend Wohnraum für unsere jungen Leute, für Familien, für alle Generationen. Und dann kann man das schon so sehen. Die werden auch gewisse Mobilitätsbedürfnisse haben. Aber da ist eben ganz wichtig, dass wir die Mobilität gescheit organisieren. Es gibt die Möglichkeit von so Mobilitätskonzepten und das einfordern wir auch einfordern, so dass wir sicherstellen können, dass eben nicht der Verkehr nachher nicht quartierverträglich ist. Und dort haben wir Vorgaben, die wir machen, die heute auch einfach so sind, dass man das so machen muss, damit wir einfach nicht Widerstände haben, wo man gewisse Sachen sonst gar nicht mehr verwirklichen kann. Dann noch die Schlussfrage. Also, wenn man so eine Ortsplanung revidiert, dann gibt es neue Bauzonen, und solche, die vielleicht wieder auszont werden. Kann man da etwas dazu sagen? So ein bisschen, was entscheidend ist, so ein bisschen grössere Brocken? Ja, also bei der Einzonung ist es ja so, dass wir als Stadt Thun kein Einzonungspotenzial mehr haben aufgrund des übergeordneten Rechts. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir uns gegen innen entwickeln für Entwicklungen. Es hat in dieser Ortsplanungsrevision keine grösseren Einzonungen. Es hat vereinzelt noch Auszonungen, aber das ist auch, also das sind marginale Sachen. Das ist nicht der Hauptteil dieser Ortsplanungsrevision. Und das war es mit dem heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt machen wir noch den Abschluss mit dem Wetter und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Schön, Sie wieder zu sehen. Ja, der wärmste Oktober seit Messbeginn, der ist passé. Im schweizweiten Mittel hat die Abweichung im Vergleich zum Klimamittel 4 Grad betrogen. Ja, der heutige Dienstag, 1. November und Allerheiligen, ist zuerst mit vielen Wolken und teils nass gestartet. Im Tagesverlauf hat sich die Zunahme und die Sonne gezeigt. Mit südwestlichen Winden in der Höhe wird am Mittwoch milde, aber teils auch angefeuchtete Luft zu uns geführt. In am Mittwochmorgen starten wir teils mit ein bisschen Nebel, aber auch mit Sonne und Wolken. Im Oberland da starten wir am Morgen mit vielen Wolken in einen neuen Tag. In Burgdorf gibt es 7 Grad zum Aufstehen, in Moutier gibt es 6 Grad. Am Nachmittag mag sich im ganzen Sendegebiet die Sonne immer besser in Szene setzen. Mit einem zeitweise schwachen Südwestwind klettert das Quecksilber auf die 14 Grad. 0 Grad Grenze die sinkt von 3000 Metern auf 2600 Metern. Auf den Bergen werden sie vom mäßigen Südwest- bis Westwind begleitet.
In den Donnerstag starten wir mit Nebel mit einer Obergrenze auf rund 800 Metern, der sich tagsüber höchstens zögerlich auflockert oder auflöst. In der Höhe zeigt sich neben teilweise dichteren Wolken auch ein bisschen die Sonne. Später ziehen dann von Westen her vermehrt dichtere Wolken auf und es wird dann zunehmend nass. In der Nacht auf den Freitag geht es mit einem Durchzug von einer Front teils stark windig und häufig nass weiter. Zeitweise sind es intensive Niederschläge. Danach zeigt sich der Freitag wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise nass. Begleitet werden wir vom mäßigen Westwind und Schneefallgrenze. Die liegt dann je nach Intensität und Wind auf rund 1000 bis 1300 Metern. Danach geht es mit einem freundlichen Sonne-Wolken, teils auch Nebelmix weiter. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.